Es ist soweit. Lasst die Fäuste sprechen. Selten war diese abgedroschene Floskel so treffend wie heute. Der Super-Champion Felix Sturm gegen den Herausforderer Sebastian Spick. Es soll ein Kampf auf Biegen und Brechen werden. Das hat Felix Sturm so angekündigt. Und wir rechnen nicht damit, dass es hier erst ein vorsichtiges Abtasten gibt, sondern dass es gleich von Anfang an richtig zur Sache geht. Die Luft soll brennen. Beide Boxer in der Normalauslage. Das heißt, die Schlaghand ist die rechte, die linke ist nach vorne die Fürhand. Sie soll den Kampf führen und die harten Treffer mit der rechten vorbereiten. Da war der Jab von Felix Sturm im Ziel. Ganz wichtig hier erst einmal die Sicherheit zu kriegen. Aber auch Sebastian Spick arbeitet. Beide haben ja einen ähnlichen Kampfstil, bauen den Kampf über die Fürhand auf und versuchen dann meistens auf der Innenbahn mit der Schlaghand durchzukommen. Man muss natürlich erst einmal die Anfangsnervosität ablegen, reinkommen in den Kampf. Und das soll dadurch passieren, dass beide direkt richtig Gas geben wollen. Hier, wenn wir in die Halle hören, es gibt durchaus auch Sprechchöre, die Sebastian Spick anfeuern. Hier im Wohnzimmer von Felix Sturm. Spick macht einen bissigen Eindruck in dieser ersten Runde. Versucht immer gleich zurückzuschlagen, wenn der Champion einen Treffer gesetzt hat. Felix Sturm, das ist sein stärkster Schlag, sein Paradeschlag. Kaum einer schlägt den Jab so wie Felix Sturm. Jetzt muss Alex aufpassen, denn Sebastian Spick kommt in die Halbdistanz. Gute Rechte vom Herausforderer. Markus, wie siehst du diese ersten Szenen hier in diesem Kampf? Also ich finde, es ist ein sehr hohes Tempo und beide gehen couragiert rein und schenken sich gar nichts. Und das muss ich sagen, das wird auf jeden Fall ein interessanter Kampf, das kann ich jetzt schon sagen. Ausgeglichen das Duell bislang hier. Man merkt, beide wollen hier nichts zulassen. Keine Treffer, und wenn der andere getroffen hat, dann will man das sofort ausgleichen. Gute, ausgeglichene erste Runde. Wenn schon grau, dann Powergrau. Alpecin Powergrau Shampoo lässt graues Haar besser aussehen und schützt Sie vor Haarausfall. Neu Alpecin Powergrau Shampoo. Eine Leidenschaft und ein Ziel, das Beste zu geben, wenn es drauf ankommt. Zürich ist stolz, Partner und Versicherer der deutschen Olympiamannschaft zu sein. Gewinne eine Reise zu den Spielen in London. Zürich.de/sports. Mit einer Tempur-Matratze finden Sie Ihre ideale Schlafposition. Sie bietet Ihnen perfekten Druckausgleich und gibt Ihnen so ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit und schenkt Ihnen den besten Schlaf, den Sie je hatten. Besuchen Sie tempur.com. Nur noch 2 Spiele bis zum Finale d'Ajuan. Bayern München gegen Real Madrid. Ran am Dienstag ab 19:30 Uhr live in Sat.1. Also diese ersten 3 Minuten haben schon einmal gezeigt, dass Sebastian Spick hier sicherlich nicht in der Opferrolle ist. Das ist ganz klar geworden. Es ist ein Duell auf Augenhöhe zwischen diesen beiden technisch perfekten Boxern. Spick gleich wieder mit viel Tempo in diese zweite Runde. Versucht auf den Körper und an den Kopf von Felix Sturm zu treffen. Ist ein paar Mal gut durchgekommen, der Herausforderer. Setzt nach mit seinem linken Haken. Und jetzt die Antwort von Sturm. Beide mit offenem Visier hier und einem unglaublich hohen Tempo schon in Runde 2.
Felix Sturm versucht wieder die Distanz herzustellen, den Kampf über den Jab aufzubauen, aber jetzt bleibt er stehen bei Sebastian Spik. Da muss er sich vielleicht ein bisschen lösen vom Herausforderer. Wieder gute Rechte von Spik. Also eins ist klar, Sebastian Spik ist gut eingestellt auf den Champion. Hat schon eine kleine Wunde unter dem linken Auge, eine kleine Schwellung. Da hat die Faust von Felix Sturm schon eingeschlagen. Kommt aber jetzt auch wieder durch mit seiner Fürhand. Und mit der rechten auf der Außenbahn zweimal getroffen bei Felix Sturm, der jetzt wieder kontert und wieder über den Jab nach vorne geht. Guter Körpertreffer von Sturm. Damit kann man die Deckung des Gegners runterziehen, um dann vielleicht wieder oben den Kopf zu treffen. Arbeiten beide sehr schön mit dem Jab. Und also wenn Felix von draußen boxt, ist auf jeden Fall ihn besser. Wenn er auch mal einen weglässt und ihn zuerst schlagen lässt und dann dagegen geht, dann ist auf jeden Fall für Felix die bessere Alternative, als wenn er stehen bleibt. Aber auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Ganz heiß umkämpft, diese zweite Runde. Sehr hohes Tempo. Ja, die Frage ist natürlich, können die beiden das 12 Runden gehen? Treffer mit der rechten von Sebastian Spik. Schön Aufwärtshaken von Felix Sturm. Und gleich wird es laut hier in der Arena. Volkswagen, das Auto. Der neue Fiat Punto More. Inklusive Radio-CD und MP3, Klimaanlage, ESP und Lederlenkrad. Jetzt nur 5.990 € zahlen und die andere Hälfte nach 2 Jahren. Der neue Fiat Punto More. Mehr Details bei Ihrem Fiat-Partner. Fiat, simply more. Runde 3. Also wir haben eine hart umkämpfte zweite Runde gesehen. Nach hinten raus vielleicht Felix Sturm mit den besseren Treffern, aber auch Sebastian Spik hatte seine Szenen in Runde 2. Und nun sind wir im dritten Durchgang und wir sind gespannt, ob dieses Tempo gehalten werden kann. Also das glaube ich auf keinen Fall, aber sie gehen beide sehr hoch an, geben beide gleich, zeigen gleich alles und auf jeden Fall ein sehr guter Kampf bis jetzt. Sprechchöre mittlerweile für den Herausforderer Sebastian Spik, der ja hier mit einigen Fans aus seiner Heimat Neuen Treptow in Mecklenburg-Vorpommern angereist ist. Jetzt kommt er durch auf der Innenbahn mit der rechten. Macht einen wirklich sehr aggressiven und bissigen Eindruck. Und Felix Sturm jetzt auch mit der linken Körper und den Kopf getroffen. Ja, man hat sofort das Gefühl, wenn einem der beiden ein Treffer gelingt, dann legt der andere sofort nach. Ja, nicht dem anderen einen Vorsprung gönnen. Ja, das ist die Stärke von Sturm, wenn er auf Distanz boxt, wenn er seinen Jab bringen kann und dann die Lücken nutzt mit der Schlagheit. Aber guter Konter von Sebastian Spik. Er kommt jetzt mit dem Aufwärtshaken. Auch das einer seiner Paradeschläge neben der Fürhand, dem Jab von Spik. Aber auch Sturm kommt durch. Und gleich gibt es die Antwort. Ein Schlagabtausch, beide mit offenem Visier. Unglaublich.
Da sehen wir die Gattin von Felix Sturm eingeblendet und die guckt doch auch ein bisschen nachdenklich. Auch sie wahrscheinlich besorgt über die Stärke des Gegners, ihres Mannes. Jetzt kommt der Jab von Felix Sturm häufiger. Und da sitzt auch die Rechte. Mir kommt es so vor, als hätte Felix Sturm die Schlagfrequenzen noch erhöht. Aber Spick hält dagegen. Zwei satte Treffer vom Weltmeister. Ja, Felix Wieder heiß umkämpfte dritte Runde. Felix wirkt in dieser Runde auf jeden Fall stabiler und sein Jab kommt jetzt besser. Er hat die Distanz gefunden und hat diese Runde auf jeden Fall gewonnen. Unbekanntes Objekt gesichtet. 8000 Meter. Sind unter Beschuss! Sind unter Beschuss! Wir sterben alle. Ich sterbe auch, nur nicht heute. Wer redet denn so? Battleship. Jetzt im Kino. Lieber Harald, hast du Lust auf ein Spiel? Geh links. Schau nach oben. Woran erinnert dich das? Genau, die Bier, die so schön prickelt in meinen Bauchnabel. Schäferhofer Weizen. Prickelt länger als man trinkt. Dasselbe Prickeln, derselbe Genuss. Schäferhofer alkoholfrei. Also gerade die Hinweise von Artur Grigorian, dem Coach von Sebastian Spick, nicht stehen zu bleiben, sondern sich zu bewegen und selber zu attackieren. Da war er ihm in der Schlussphase der dritten Runde doch etwas zu statisch geblieben und hatte aufgrund dessen doch einige Treffer kassiert von der Fürhand von Sturm, die auch jetzt wieder eingeschlagen ist. Wieder die Linke im Ziel. Sturm wird stärker. Die Linke, das ist wirklich der Paradenschlag von Felix Sturm. Da reißt er Lücken in die Deckung von Sebastian Spick. Und er hat jetzt auch die Distanz gefunden. Er hat jetzt besser das Gefühl zum Gegner und deswegen trifft er auch besser. Aber nach wie vor macht Spick nicht den Eindruck, als würde er hier die Segel streichen. Kämpft weiterhin aggressiv und versucht hier nach wie vor zu Treffern zu kommen. Jetzt wieder mit dem Aufwärtshaken. Also die Punktzettel sagen, dass Spick knapp in Führung liegt mit einer Runde. Aber diese Runde sieht bislang so aus, als könnte sie an den Super Champion, an Felix Sturm gehen, der die Schlagzahl deutlich erhöht hat. Er hört jetzt auch den Druck, er geht immer weiter nach vorn. Der Jab ist natürlich wirklich phänomenal und damit macht er seine Punkte. Wieder zwei gute Treffer mit der Linken. Als Haken geschlagen diesmal. Und er versucht des Aufwärtshakens bei Felix Sturm. Aber Spick versucht immer, sobald Felix Sturm nach vorne kommt, seinen Aufwärtshaken zu bringen. Das ist einer seiner besten Schläge. Aber in diesen 3 Minuten diktiert Felix Sturm das Geschehen. Und es dürfte reichen zum Rundenausgleich, zum 2:2. Aber noch ist die Runde nicht zu Ende. Sebastian Spick noch mit der Möglichkeit, hier die Punktrichter vielleicht auf den letzten Drücker noch für sich zu überzeugen. Sebastian Spick wirkt jetzt ein bisschen müde. In dieser Runde hat er ein bisschen abgebaut.
Wieder eine klasse Runde. Diese mit leichten Vorteilen für Felix Sturm. Mit einem Steinschlag immer zum Spezialisten. Carglass hat das stärkste Reparaturharz Deutschlands. Es dringt tief in die Mikrorisse ein und hält länger als alle anderen Harze. HPX3 bleibt stabil und ist für Sie auch noch kostenlos. Steinschlag, Carglass. Hallo, bei 1&1 gibt es topaktuelle Smartphones für 0 €, wie das HTC One S. Mit großem Display, schlankem Design, brillanter Kamera und schnellem Prozessor. Dazu einen Tarif, bei dem alles inklusive ist. Die 1&1 AllNet Flat, unbegrenzt im Internet surfen, kostenlos ins deutsche Festnetz und in alle Handynetze telefonieren. Mit eigenem Handy oder mit dem HTC One S. 1&1.de. Linke Fuß gut, Decke Weg 3, Runde 5. Also auf dem Punktzettel von Markus Bayer steht hier ein 2:2 jetzt. Nach wie vor ganz ausgeglichen dieses Duell. Und wir meinten eben vielleicht zu erkennen, dass Sebastian Spik ein bisschen im Tempo nachgelassen hat. Mal gucken, was diese 5. Runde bringt. Hier haben wir das Voting der Zuschauer. Die sehen Felix Sturm vorne mit 63% und 37% für Sebastian Spik. Ja, beide stehen mit der Deckung recht gut, haben die Fäuste oben. Daher jetzt öfter auch der Versuch von Felix Sturm, auch den Körper zu treffen, um die Deckung etwas herunterzuziehen. Er hat auch schon 2-3 Mal schön getroffen mit seinem linken Aufwärtshaken. Das bringt dann auch Punkte und natürlich nimmt das dem Sebastian Spik die Luft. Ja, die Schwellung unter dem Auge von Sebastian Spik ist ein bisschen größer geworden, scheint mir. Aber noch nichts Bedrohliches. Und beide weiter im offenen Schlagabtausch. Unglaublich, was die austeilen, mit welcher Frequenz hier geschlagen wird. Harte Linke am Kopf von Spik. Der jetzt aber wieder kontert. Guter Haken vom Herausforderer auf der Außenbahn. Sturm immer dann stark, wenn er seinen Jab einsetzen kann, wenn er mit der Fürhand schlägt und Spik auf Distanz hält. Ja, das ist schon eine Aktion, wenn er im Schlag dann beim Mann rangeht und festhält. Das ist schon ein bisschen ein Anzeichen von Müdigkeit. Es gibt einige Kämpfe von Sebastian Spik, in denen man gesehen hat, dass er zum Ende etwas abgebaut hat. So war es auch bei seinem WM-Kampf gegen Chavez Junior. Mal sehen, ob es hier ähnlich wird. Stark angefangen hat er auf jeden Fall. Jetzt muss er aber ein paar harte Schläge, ein paar harte Treffer einstecken, die ihm Felix Sturm verpasst. Sturm jetzt in dieser Phase vielleicht etwas spritziger, etwas schneller. Aber Spik ist ein zäher Fighter, der noch hier in jeder Phase des Kampfes dagegen hält. Und hier nochmal aufdreht zum Ende. Klasse Finish. Ich will dich klug. Ich will dich frei. Ich will dich großartig. Beschützend. Ich bin Giulietta. Bevor du über mich sprichst, teste mich. Das sicherste Fahrzeug der Kompaktklasse für 15.900 € und Sieger Bestcars 2012 der Auto, Motor und Sport. Weil neue Technik besser ist, gibt's den Sony LED TV mit Triple Tuner, 3D und riesiger 117 cm Diagonale für nur 799 €. Natürlich auch online auf saturn.de. So muss Technik. Saturn.
Es sieht so aus, als hätte der Champion Felix Sturm seinen Rhythmus gefunden. Hier haben wir ein paar schöne Zeitlupenaufnahmen eben gesehen. Ein paar gute Treffer. Die Schläge von Felix Sturm jetzt etwas explosiver, etwas schneller und genauer als die des Herausforderers, Markus. Ja, er wirkt auf jeden Fall jetzt stabiler als Sebastian Spick. Und er steht jetzt auch, er geht jetzt nach vorne. Er merkt, er hat den Kampf jetzt im Griff und versucht jetzt natürlich seinen Punktvorsprung rauszuarbeiten. Also nach unserem Zettel hier müsste es jetzt nach Runden 3:2 für Felix Sturm stehen. Der jetzt wieder rangeht, vorbereitet mit der Linken. Da hat Sebastian Spick noch nicht das richtige Rezept gefunden, die Schläge mit der Fürhand von Sturm abzuwehren. Ja, und dann im Rausgehen nochmal der rechte Haken. Ja, wieder bringt Sturm seinen Gegner auf Distanz. Jetzt aber ist es Sebastian Spick, der, wenn er in der Halbdistanz steht, recht gut schlägt und da auch gefährlich ist mit seinem Aufwärtshaken. Ja, das ist natürlich zermürbend, wenn man immer diese Linke im Gesicht hat, auch wenn sie vielleicht nicht hart trifft. Aber das ist natürlich auf Dauer sehr zermürbend und nimmt einem etwas den Schwung und den Mut. Sebastian Spick bewegt sich jetzt auch ein bisschen zu wenig, steht zu viel und dadurch hat natürlich Felix mit seinem Jab immer die Möglichkeit, ihn auf Distanz zu halten und dann selber Treffen zu setzen. Ja, sieht so aus, als muss Sebastian Spick dem hohen Anfangstempo jetzt ein bisschen Tribut zollen. Er ist nicht mehr so schnell, schlägt nicht mehr ganz so präzise wie in den ersten 3 Runden. Ja, er musste beim Einmarsch lange warten und es kann natürlich auch sein, dass er da schon kalt war und dann hat er sich am Anfang ein bisschen überpaced. Das kann gut passieren. Aber nach wie vor ein Kampf auf allerhöchstem Niveau, geführt von beiden Boxern. Spick versucht jetzt nicht mehr auf Distanz zu boxen, sondern versucht sehr oft in den Infight zu gehen, in die Halbdistanz. Und Sturm hält dagegen, versucht die Distanz immer wieder herzustellen mit seiner Linken, mit dem Jab, mit dem er hier nochmal punktet zum Ende dieser Runde. Wissen Sie, was einen Tagesgeld-Neukunden von einem Bestandskunden unterscheidet? Oder einen Großanleger von einem Kleinanleger? Nichts. Zumindest nicht bei der Bank of Scotland. Denn da bekommen alle das Gleiche, genau wie ich. 2,6% aufs Tagesgeld. Faire Sache. Das Tagesgeld der Bank of Scotland mit aktuell 2,6% Zinsen und 30 € Startguthaben. Jetzt sichern unter bankofscotland.de. Mehr Wagen für mehr Rock'n'Roll und noch mehr Begeisterung. Erlebe den neuen Swift Sport mit sportlichem 6-Gang-Getriebe, Bixenon-Scheinwerfern und vielen weiteren Extras serienmäßig. Jetzt für 18.490 €. Also Markus, wir haben jetzt hier auf unserem Punktzettel einen 2-Runden-Vorsprung für Felix Sturm ausgemacht. Aber nach wie vor ein enges Match, ein enger Fight. Ja, auf jeden Fall. Also Felix kann sich auch auf jeden Fall noch nicht sicher sein, weil ich finde jetzt Sebastian Spick hat sich vielleicht wieder ein bisschen erholt und bleibt auf jeden Fall von den Treffern her zumindest gefährlich. Obwohl ich den Eindruck habe, dass die Schläge bei Felix auf jeden Fall stabiler sind und ich glaube eher näher an einem Knockout dran wäre als wie Sebastian Spick. Sebastian Spick ist in seiner Karriere noch nie K.O. geschlagen worden und er hat gesagt, das wäre für ihn eine Horrorvorstellung, wenn ihm das ausgerechnet hier in Köln gegen Felix Sturm passieren würde. Aber die Kopfhaut ist ein bisschen dunkler geworden von Sebastian Spick, gerade am schon ledierten Auge.
ist die Rötung doch noch etwas intensiver geworden als zu Beginn des Fights. Die ansatzlose Rechte als Haken geschlagen von Spick. Also nach wie vor hat er den Biss, hier dem Titelverteidiger Paroli zu bieten. Aber unglaublich, diese Präzision im Jab bei Felix Sturm. Und der Aufwärtshaken, gut abgetaucht danach. Ja, die Bewegungen stimmen jetzt bei Sturm. Wir sind in der 7. Runde und Sebastian Spick hat das Tempo nicht mehr ganz so hoch halten können. Aber nach wie vor sucht er seine Chance und bleibt gefährlich. 3, 4 Mal die linke und gleich kommt die Antwort vom Herausforderer. Ich finde Sebastian Spick in dieser Runde auch wieder etwas aktiver. Jetzt nach hinten raus macht er wieder einen etwas frischeren Eindruck. Wieder eine ganz enge Runde, diese 7. in dem auf 12 Runden angesetzten WM-Kampf. Also diese Runde ist schwer zu punkten, muss ich sagen. Also das ist sehr, sehr ausgeglichen. Hatten beide gute Szenen gehabt. Vielleicht entscheidet sich das jetzt in den letzten Sekunden. Wer hier noch einmal punkten kann, der holt die Punktrichter vielleicht noch auf seine Seite. Und das war etwas stärker in der Schlussphase. Vielleicht Felix Sturm, aber eine ausgeglichene 7. Runde. Das ist der neue Fiat Panda, so wie ihn ein Umweltfreund sieht. Und so sieht ihn ein Logistiker. So ein Tierforscher. So sieht ihn ein Kardiologe. Der neue Fiat Panda, das Auto der unbegrenzten Möglichkeiten. Ab 8.490 €. Fiat, simply more. Na, wie findest du meinen neuen Weber? Na? Perfekt. Das perfekte Grillsystem. Weber, der Grill. Das Original. Also jetzt geht es in die 8. Runde. Und wir haben nach wie vor einen Punktvorsprung für Felix Sturm ausgemacht. Etwa 2 Runden Vorsprung sollte der Titelverteidiger besitzen. Aber damit ist er noch lange nicht zu Hause. Sebastian Spick schien sich zum Ende der 7. Runde wieder etwas erholt zu haben und machte einen bissigen, aggressiven Eindruck, so wie am Anfang des Fights. Gut im Rausgehen, die Rechte von Felix Sturm, das macht er gut. Und wieder zermürbt Felix Sturm. Sebastian Spick mit der linken. Aber unglaublich, wo der dann immer wieder die Kraft hernimmt, darauf zu reagieren und selber zu kommen. Es bleibt ein Kampf auf hohem Niveau weiterhin. Man muss ja auch sagen, das Tempo ist ja nach wie vor richtig hoch. Und dass die beiden das hernehmen, das ist schon Wahnsinn. Und jetzt kommt Sebastian Spick wieder auf. Ja, wirklich ein sehr hohes Tempo und sehr guter Kampf. Ja, der Herausforderer jetzt mit ein paar guten Treffern.
könnte vielleicht in dieser Runde leicht in Führung liegen. Aber noch ist der Drops in dieser Runde nicht gelutscht. Noch sind hier 70 Sekunden zu kämpfen. Beide mit dem kompletten Schlagrepertoire auf der Innenbahn und immer wieder der Jab bei beiden. Beide kennen sich natürlich sehr gut, sollte man meinen, dass sie sich vielleicht egalisieren, aber das ist nicht der Fall. Es kommt zu vielen Treffern. Und die Schlussphase dieser 8. Runde. Und es ist wieder ganz eng. Und wieder könnten die letzten Sekunden ausschlaggebend sein für den Gewinner dieser Runde. Ja, wirken jetzt beide ein bisschen müde und schwere Entscheidungen der Runde. Stiftung Warentest bestätigt. Gillette Mach 3 ist der beste 3-Klingen-Rasierer. Doch 4 Rasierer waren im Test noch besser. Von wem? Natürlich alle von Gillette. Stiftung Warentest macht's deutlich. Die 5 besten Rasierer kommen von Gillette. Hey, ihr von Zalando. Was habt ihr getan? Jetzt auch noch Sportklamotten? Schuhe, Jacken, Shirts. Mein Mann dreht völlig durch. Zalando, Schrei vor Glück. Alle Top-Laufmarken. Also, hier haben wir noch mal kurz in der Zeitlupe gesehen. Da sind wir in der Ecke von Sebastian Spick. Wir gucken in sein Gesicht. Wir sehen, er hat unter beiden Augen leichte Schwellungen, Rötungen, aber noch nichts Bedrohendes, was hier vielleicht zu einem Abbruch führen könnte. Wirkt aber auch nicht mehr ganz so zuversichtlich. Die Körpersprache hat sich ein bisschen geändert in der Ecke des Herausforderers. Nicht mehr ganz so zuversichtlich, ich denke auch. Aber noch eine gute Strecke zu kämpfen und noch ist dieses Duell hier nicht entschieden. Felix Sturm ist eben aufgefordert worden von seinem Trainer Fritz Dunek, nicht so oft stehen zu bleiben, sich wieder mehr zu bewegen, den Gegner ins Leere laufen zu lassen. Das macht das Ganze natürlich noch deutlicher, wenn der Gegner viel in die Luft schlägt. Kostet unwahrscheinlich Kraft und ist natürlich auch optisch immer gut, wenn man den Gegner seine Schläge weglässt. Also wenn wir hier eine Statistik zu Rate ziehen, kassierte Treffer, dann hat Sebastian Spick einige mehr kassiert als der Weltmeister. 149:82 steht es in dieser Statistik für Felix Sturm. Ja, da gehen doch jetzt auch einige Schläge von Sebastian Spick auf die Deckung. Da allerdings saß ein Haken rechts gezogen mit der Schlaghand an den Kopf von Sturm. Ja, das ist es, was Stunek eben sagte, das Abtauchen, lass ihn ins Leere schlagen, dann siehst du gut aus. Nach wie vor schenken sich beide nichts. Es wird um jeden Zentimeter, um jeden Punkt gefeitet und gerungen. Und ein unglaublich sauberer Kampf. Der Ringrichter hat hier überhaupt noch nicht eingreifen müssen. Leichte Arbeit für Raul Kais Senior, der hier fast gar nichts zu tun hat. Das sieht man auch selten. Also das spricht wirklich für das hohe technische Niveau beider Boxer.
Wieder die letzten Sekunden. Sturm macht einen bisschen frischeren Eindruck als der Herausforderer. Und könnte diese enge Runde am Ende hier mit diesem Aufwärtshaken für sich entschieden haben. Ein überirdisch günstiges Paket. Das brandneue HTC One X inklusive Smartphone-Tarif. Zusammen nur 29,99 € monatlich. Nur bis 2.5. Jetzt online und in Ihrem O2-Shop. Wechseln Sie jetzt zu O2, dem Netzbetreiber mit den zufriedensten Kunden. Eiskalt, glasklar und absolut rein. Wodka Gorbatschow, des Wodkas reine Seele. Nur noch 2 Spiele bis zum Finale daheim. Bayern München gegen Real Madrid. RAM am Dienstag ab 19:30 Uhr live in Sat.1. Und der Kampf ist zu Ende. In der Pause ist der Kampf abgebrochen worden. Wir sehen es hier. Der Ringrichter bricht das Duell ab. Felix Sturm ist und bleibt der Super Champion im Mittelgewicht. Nach hervorragenden 8 Runden ist der Kampf zu Ende. Sebastian Spick wurde rausgenommen von seinem Trainer Artur Grigorian, hatte ein Einsehen. Sebastian Spick ist am Ende konditionell fertig und er musste diesem hohen Anfangstempo Tribut zollen. Und daher hat Artur Grigorian die Reißleine gezogen, hat ihn aus dem Kampf genommen. Und Felix Sturm hat sich durchgesetzt. Beeindruckend, überzeugend, klasse gemacht vom Weltmeister Felix Sturm.